Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja, es ist wieder mal soweit, wir können eine kleine Abstimmung machen, was als nächstes auf meinem Kanal kommt. Und zwar habe ich wieder 4 Games rausgenommen, beziehungsweise 5, aber 2 nehme ich zusammen, darum 4 Games habe ich mir rausgenommen und ich dann auch wieder können auch bei der Abstimmung abstimmen, welches als nächstes soll kommen. Ich habe jetzt momentan 3 Let's Play am Laufen, San Andreas, GTA 5 und auch noch Need for Speed. Sind zwar alle noch nicht gerade fertig, aber ich denke mal, in den nächsten 3-4 Wochen wird das nachher sein. Und ich möchte eben die Abstimmung das mal ein bisschen länger laufen lassen als letztes Mal. Letztes Mal habe ich sie, glaube ich, etwa so knapp 14 Tage laufen lassen. Mir hat das ein bisschen knapp gedunkt. Vor allem, weil gerade dort auch relativ viele neue Zuschauer dazugekommen sind und ja, nicht mehr richtig können abstimmen eigentlich. Darum möchte ich jetzt das auch ein bisschen in die Länge ziehen, dass auch wirklich jeder so ein bisschen die Möglichkeit hat, eine Abstimmung abzugeben. Und ja, wir fangen gerade an. Das erste Game, das ich mal ausgesucht habe, wäre das F1 2020, also das Formel 1 2020. Wäre mal etwas anderes als sonst, also mal ein Rennspiel. Ich habe noch eine Playersite dahinter, wird auch ein bisschen lustig werden, das Ganze dann aufzunehmen. Aber ich denke, wäre noch cool, wenn wir dort könnten, so ein Let's Play machen, also ich hätte schon Bock drauf. Die Frage ist ja dann einfach nur, wie ich das machen will, ob ein volles Wochenende, also mit 3 Trainingsphasen, das normale Qualifying und auch das Rennen dann logisch. Ich denke aber, die Rennen werde ich nicht auf 100% machen, weil das würde ein bisschen zu lang gehen. Ich würde wahrscheinlich etwas Rennen so ein 25 oder ein 50 Rennen machen. Und wahrscheinlich auch von der Trainingseinheit ein bisschen kürzeres Training. Nicht ein Blitz-Qualifying, sondern einfach halt nur ein Einphasen-Qualifying. Also das heisst, dass du hast einfach eine gewisse Zeit um eine gute Zeit herblättern und dann nachher ist es dann fertig. Muss ich dann noch ein bisschen schauen. Ich weiss auch nicht, ob ich dort rein nur Karriere machen will oder ein eigenes Team, weil auf das hätte ich eigentlich auch Bock. Ja, ich könnte mir gerne in die Kommentare hineinschreiben, wenn es F1 sollte werden, welchen Modus, oder das tun wir dann vielleicht mal in einem anderen Video noch besprechen, wenn es sollte gewählt werden. Dann als nächstes hätte ich das COD Remastered, also das MW1 und das MW2, darum eben 2 Games, die ich eigentlich zusammennehme. Also ich würde hier einfach die Remastered Versionen, den Story-Modus durchgehen. Denke einfach, das wird vom Let's Play her nicht ein wahnsinnig grosses werden, weil COD hast du meistens etwa so 2 Stunden, 3 Stunden durchgegeben, sagen wir die Story, also die sind ja nicht wahnsinnig lang, aber es passiert natürlich viel und eben ich habe ja jetzt auch immer nebenbei immer ein bisschen Warzone gespielt und Warzone ist auch immer gut angekommen, also vor allem jetzt bei den Streams. By the way, checkt aus, Link in der Videobeschreibung. Also eben, die sind ja immer gut angekommen und darum, ja, wieso nicht? Also wenn ihr da Bock drauf habt, lasst doch dort einfach ein Vote dort und als nächstes hätte ich dann noch wieder das Fallout 4 drin. Wäre auch ein Game, wo ich Bock drauf habe. Das wird relativ lang werden, das Let's Play, also es werden wahrscheinlich eher so ein Langzeit-Let's Play, weil Fallout oder einfach allgemein Games von Bethesda, sagst du so Skyrim, da wirst du nie fertig, also da bist du immer dran und ich weiss nicht, wie viele Stunden da müsstest investieren, dass du wirklich alle Missionen abgehakt hättest und es kommt immer noch ein bisschen darauf an, was du machst, welche Entscheidungen dass du triffst, dass du überhaupt die Mission noch freischalten kannst. Also wäre cool, wäre einfach ein riesen Let's Play, eben ein Langzeit-Let's Play schlussendlich. Und dann als guter Letzt nehme ich auch nochmal Red Dead Redemption 2 rein. Wäre ein Let's Play, wo ich auch Bock drauf hätte, wenn ich PS3 würde zum Laufen bringen, beziehungsweise sie läuft schon, aber das Recorden könnte ich sogar auch. Aber ich habe kein Fernseher mehr, wo ich das Bild auf den Fernseher projizieren kann, dass ich es sehen würde. Weil bei der PS3 aufnehmen ist ja ein bisschen speziell, da musst du mit dem Komponentstecker aufnehmen, also über ein analoges Signal, weil HDMI ist ja dort blockiert, wie auf der PS4 ja, dort musst du es ja freischalten, über das HDPC oder wie das heisst, weiß es gar nicht. Und das gibt es auf der PS3 eben auch und das ist ein bisschen scheiße gemacht. Jedenfalls, wenn das funktionieren mit der PS3, könnt ihr ja Red Dead Redemption 1 aufnehmen. Ja, aber leider habe ich ja, wie gesagt, kein Fernseher dazu, wo ich das Ganze könnte dann darauf zocken. Darum würde ich direkt mit dem Red Dead Redemption 2 anfangen. Und ja, also das wären die 4 Games, die ich mal vorschlagen würde für ein Let's Play. Die könnt, wie gesagt, gerne eins auswählen. Einfach voten über das i oben und dann nachher habt ihr eure Stimme abgeben. Ich denke mal, ich werde das Ganze etwa so 4 Wochen sicher laufen lassen.
Ich weiß auch nicht, welches Game das es ablöst. Das, wo zuerst fertig ist, ob es Need for Speed ist, ob es San Andreas ist oder ob es GTA 5 wird sein. Keine Ahnung. Ich denke mal, wahrscheinlich wird es Need for Speed sein, weil jetzt sind wir, glaube ich, jetzt schon ziemlich lange dran. Wobei, ich meine, jetzt San Andreas vorher noch angefangen. Bin mir gar nicht sicher, wir haben, glaube ich, vorher mit dem angefangen. Aber San Andreas weiss ich auswendig. Jetzt sind wir noch nicht fertig. Also, denke ich einmal, wird es wahrscheinlich nicht von Speed dann ablösen, wenn es noch ist. Also, gerne, wie gesagt, gerne ein Vote ab. Und wenn ihr sonst noch andere Vorschläge habt, was für Games, bis auf Fortnite, dürft ihr das gerne unter die Videobeschreibung hineinschreiben. Ich schaue es gerne an, ich lese immer alle Kommentare eigentlich. Und ja, vielleicht ist schon ein Game drin, wo, weiss nicht, 10'000 Likes hat. Also, ja, logischerweise nicht, aber viele Likes hat. Da kann man das natürlich auch noch in Erwägung ziehen. Und ich bin immer offen für alle anderen Games auch. Also wenn ihr einen coolen Vorschlag habt, welches Game ich mal zocken soll, schreibt es gerne mal unten rein. Aber gerne ein Vote ab, welches euch ein Favorite wäre von diesen 4 Vorschlägen. Und ja, da würde ich sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dann sagen wir mal, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!